Herzlich willkommen hier bei uns in der GVZ Zürich-Oberland. Bald schon geht's los. Ihr dürft gerne noch eure Gespräche im Foyer fortsetzen oder zu Ende führen und nachher hier reinkommen und dann hier rein runterfahren und auch innerlich ankommen. Bald geht's los.
Guten Morgen und herzlich willkommen hier bei uns in der GVC Zürich Oberland. Schön sind ihr alle da. Besonders willkommen auch alle unsere Gäste, alle die das erste Mal da sind oder vielleicht das zweite oder das dritte Mal. Mega schön sind ihr da. Wir freuen uns immer um neue Leute. Wir freuen uns immer, Leute willkommen zu heißen. Ich hoffe, ihr fühlt euch heute Morgen wirklich ganz wohl da bei uns. Wir starten heute in eine neue Serie mit dem Titel Beautiful Resistance. Ich bin gespannt, was uns da alles erwartet. Aber den Gottesdienst starten wir heute gerade mit einem Highlight. Und zwar haben wir 2 Einsegnungen. Bei uns in der GVC machen wir es so, dass wir Kinder nicht taufen, sondern dass wir Kinder einsegnen oder eben segnen. Und zwar haben wir uns für das entschieden, weil Taufe verstehen wir als so ein Zeichen, als eine Bestätigung, ja, ich möchte wirklich Jesus nachfolgen. Und weil das so eine grosse und eine weitreichende Entscheidung ist, wenn wir das nicht vorwegnehmen, sondern wenn die Kinder später, wenn sie älter sind und die Entscheidung wirklich auch besser können, mit allen Konsequenzen abschätzen, wenn wir ihnen das überlassen, sich dort so zu entscheiden. Aber wir wollen trotzdem, weil wir Kinder so gerne haben und weil wir auch so viele Kinder haben, weil wir sie willkommen heißen, ihnen etwas mit auf den Weg geben. Und das ist eben die Einsegnung, die wir da machen. Wir werden gerade starten mit der Familie Bösch. Gebt doch der Familie Bösch mit Gotti und Götti einen herzlichen Applaus. Kommt doch da hoch. So, da kommt die ganze Familie. Kommt doch da so neben mich, dass man euch gut sieht. Super. Ja, jetzt sind wir gleich groß, genau. Genau. Das da, das ist der Can, gell? Der Can Lino Bösch. Er ist geboren am 1. Februar 2024. Und der Can ist eigentlich ein Zwilling. Er hat nämlich in den ersten paar Wochen der Schwangerschaft noch einen Zwilling gehabt. Und darum ist er auch der einzige von der Familie Bösch, der noch einen zweiten Namen, eben Lino, hat. Und wir werden jetzt dann gerade als ganze Kirche zusammen für den Can Lino Bösch beten. Wir werden aber zuerst noch einen Bibelvers ziehen, wo wir ihm mit auf den Weg geben. Wer möchte den ziehen? Wer darf den ziehen? Könnt ihr ziehen? Ich lese ihn gerade mit dem Mikrofon vor. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Hey, so ein schöner Vers für dich. Darf ich dir gerade jemandem geben zum Heben? Möchtest du beim Papi bleiben oder möchtest du zu mir kommen, Can? Wollen wir das mal probieren? Probieren wir es mal. Hebst du dich gut? Wolltest du schon etwas sagen? Nein, wenn wir da reinreden, dann ist es ganz laut, gell? Du musst keine Angst haben. Ja, kannst du dich ein bisschen so wegdrehen. Hey, komm, steht doch auf und dann tun wir alle zusammen für den Can beten. Willst du mir die Hand geben, Can? Das nicht. Okay, ich mache es so. He? Betet bitte mit mir zusammen mit. Wir werden wirklich als ganze Kirche am Can den Segen mitgeben. Can, wir segnen dich, dass du das wirklich erleben darfst, dass Gott dich von allen Seiten umgibt. Dass er dich nie verlässt und er immer mit dir ist, in den guten Zeiten von deinem Leben, aber auch in den schwierigen Zeiten von deinem Leben, dass du das darfst erfahren, dass dein Vater, Jesus Christus, einfach immer mit dir unterwegs ist. Und Can, wir segnen dich auch mit Kraft und mit Mut, dass du mutig sein, nicht im Sinn von irgendwie Fallschirmspringer werden oder so, sondern mit Mut dürfen dich einsetzen für das, was richtig ist. Dich einsetzen für das, was gut ist. Mit Mut, dass du immer wieder darfst dich zeigen, dich nicht irgendwie zurückhalten und verstecken, sondern immer wieder dich zeigen, auch wenn es dich etwas kostet. Und mit Kraft, dass du darfst auch dort, wo es anstrengend wird, auch dort, wo es schwierig wird, dass du dort darfst dranbleiben, dass du darfst durchhalten. Und wir sagen nicht mit dir zusammen, auch deine Schwestern, deine Eltern, dein Gotti und dein Götti, dass sie dürfen dir ein Umfeld sein, wo du einfach darfst erfahren, was es bedeutet, geliebt zu sein, bedingungslos, geliebt zu sein, unabhängig von dem, was du machst, unabhängig von dem, was du leistest. Dass du das darfst erleben
so wie Gott dich liebt, dass deine Familie ein Vorbild sein für das und es dir darum einfach fällt, auch das zu verstehen, wie Gottes Liebe dann ist. Mit all dem, wenn wir dich segnen, Can, Amen. Wir haben noch ein kleines Geschenk für den Can. Und zwar ist das da die Kinderbibel. Schau mal, Can, die ist für dich. Magst du die tragen? Willst du die mal heben? Ja, super. Ey. So, und jetzt lassen wir dich wieder ab der Bühne, gell? Du hast es gesehen, da, Can. Gebt ihnen doch nochmal einen herzlichen Applaus. Wir werden nachher noch die Möglichkeit haben, während dem Worship dann für sie noch mehr zu beten. Jetzt aber möchte ich gerade die Familie Pfister da auf der Bühne willkommen heißen. Mit Gott und Götti, kommt doch gerade rauf. Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf der Bühne. Immer, das ist cool, wenn man da mal auf der Bühne stehen darf. Ja, das ist lässig, he? Cool. Bist du bereit? Hey, wir machen es bei euch auch wieder so. Also zuerst mal schnell, wir werden heute den Finn einsegnen. Der Finn Louis ist heute genau ein Jahr und 10 Tage alt. Er hat nämlich am 18. September 2024 ist er auf die Welt gekommen. Heute ein Jahr und 10 Tage alt. Und dich werden wir heute einsegnen, gell? Wer möchte das Kärtchen ziehen bei euch? Der Götti? Ja, das ist gut. Man muss nicht immer das Oberste nehmen, Also, Finn, das ist für dich. Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war gut. Also Gott hat alles angeschaut, was er gemacht hat, und es ist gut gewesen. Wem darf ich das geben zum Heben? So. Kommst du mal zu mir, Finn? So siehst du gerade immer noch den Papi. Hebst du dich gut, gell? Gut, also, steht doch gerade wieder auf und mit mir zusammen für den Finn beten. Finn, alles, was Gott macht, ist gut. Und als er dich gemacht hat, hat er auch gesagt, es ist gut. Und wir sagen dich einfach, dass du das Bewusstsein, dass Gott dich gut findet, dass das so tief in deinem Herz verankert ist und dir einen Boden gibt für dein ganze Leben. Wir sagen dich, Finn, dass du immer, in jeder Situation, auch wenn du dich vielleicht nicht gerade so fühlst, darfst wissen, hey, Gott ist für dich und Gott findet dich gut und er hat ein 100%iges, uneingeschränktes Ja für dich. Finn, wir wollen dich auch segnen mit Weisheit, dass du darfst wachsen an Weisheit, zunehmen an Weisheit, gute Entscheidungen darfst treffen in deinem Leben. Dass du, Finn, darfst dich mit den richtigen Leuten umgeben. Dass du, Finn, darfst dich für die Sachen entscheiden, wo das Reich Gottes vermehren darf auf dieser Erde, in deinem Umfeld. Dass du darfst ein Botschafter sein von dieser Liebe von Gott. Und wir beten auch für Schutz für dich, Finn, dass du beschützt wirst vor Sachen, die nicht gut sind, die dir nicht gut tun. Sagen das Leute oder sagen das Krankheiten oder sagen das falsche Entscheidungen, falsche Einflüsse. Da wollen wir dich einfach bitten, Gott, schützt du den Finn vor solchen Sachen. Und auch da wollen wir wieder für die ganze Familie beten, dass sie am Finn dürfen ein Umfeld sein, wo er aufblühen kann, wo er sich entfalten kann, wo er all das, was du, Vater, ihm angelegt hast und ihm siehst, wo er all das kann, ja, wo sich all das entwickeln darf. Für das möchten wir dich bitten, Herr. Und so wollen wir dich segnen, Finn, im Namen von Gott, wo sagt, du bist gut, ich habe dich gemacht und so wie du bist, so bist du gut. Und im Namen von Jesus, wo dich von ganzem Herzen liebt, wo für dich gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und im Namen vom Heiligen Geist, wo
bei dir im Herz lebt, Finn. So wollen wir dich segnen. Amen. Gut, und da gibt es auch für dich noch eine Kinderbibel. Das ist für dich, Finn. Gebt Pfister das doch einen herzlichen Applaus. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir zusammen werden Gott anbeten, wo wir ihn werden anbeten mit Liedern. Wir sagen dem Worship. Die Band ist schon oben, das ist super. Wir machen, in dieser Zeit gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr nochmal für die beiden Familien werdet beten. Also wenn ihr die Familien kennt oder wenn ihr sagt, hey mal, da möchte ich nochmal einen besonderen persönlichen Segen weitergeben, dann geht bitte während dieser Worship-Zeit zu diesen Familien. Wir machen es so, dass die Familie Bösch gerade da zu meiner Linken beim Kreuz wird stehen. Ich darf also gerne da vorkommen zu der Familie Bösch und die Familie Pfister da zu meiner Rechten. Da dürfen wir noch für sie beten. Lass uns alle zusammen aufstehen und dann steigen wir gerade ein in Worship. Vor mir, du lebst in mir, du umgibst mich Tag für Tag. Wenn's mir zu viel wird, bist du weiter, du schaffst Raum, wo mich schnaufen lässt. Bei dir ist Frieden im Überfluss, die Fülle vom Leben. Und kein anderer Ort, wo ich lieber bin. Bei dir ist Freude, besser als alles, du stillst die Sehnsucht nach mir. Du bist Freiheit, Überwinder, du zeigst vorwärts ins neue Land. Wenn ich zweifle, bist du grösser, was vor mir liegt, ist dir bekannt. Bei dir ist Frieden im Überfluss, Fülle vom Leben. Kein anderer Ort, wo ich lieber bin. Bei dir ist Freude, die reinkommt, besser als alles. Du stillst die Sehnsucht nach mir. Und wenn ich doch mal verloren bin, mich irgendwo verrate, wenn ich nur noch schwarz sehe und ich deine Farben nicht mehr kenne, bist du immer noch für mich. Deine Liebe ist für mich immer noch gleich. Bist du immer noch für mich. Deine Liebe ist für mich immer noch gleich. Bei dir ist Frieden. Bei dir ist Frieden. Bei dir ist Frieden im Überfluss, Fülle vom Leben. Kein anderer Ort, wo ich lieber bin. Bei dir ist Freude, die reinkommt, besser als alles. Du stillst die Sehnsucht nach mir. Bei dir ist Frieden im Überfluss, Fülle vom Leben. Kein anderer Ort, wo ich lieber bin. Bei dir ist Freude, Sehnsucht nach mir. Bei dir ist Freude, die reinkommt, besser als alles. Du stillst die Sehnsucht nach mir. The power of sin and darkness, whose love is mighty
and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you will lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter. The King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King of glory, the King. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you will lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King. Sing along, worthy. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you will lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Der Abgrund, der uns einst trennte, so hoch der Gipfel, der vor uns lag,
Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkle kam deine Güte, zerriss den Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Schuld und Schuld. Das Kreuz bezog ist, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den Herr, der Dreieinigkeit. Halleluja, er besiegte Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt, Jesus meine Hoffnung.
Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass das Neue Testament, wenn man das so durchliest, manchmal recht kämpferisch daherkommt? Da steht zum Beispiel: Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Oder legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Oder denn, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Jetzt haben wir doch einen Gott von der Liebe und Jesus predigt Gewaltlosigkeit, predigt Findesliebe und dann redet die Bibel doch von Kampf, von Waffen, von Rüstung. Ja, aber es ist ein geistlicher Kampf, wo sie davon redet. Und vielleicht, wenn du mit Jesus unterwegs bist, merkst du, hey, ja, tatsächlich, es kann manchmal so sein, dass es sich ein bisschen wie ein Kampf anfühlt, Jesus nachzufolgen. Ein Kampf, das zu tun, was wir eigentlich wissen, dass es das Richtige wäre. Ein Kampf darum, Zeit zu finden, um wirklich Beziehung mit Gott zu pflegen. Ein Kampf mit alten Mustern, wo man vielleicht immer wieder drin zurückfallen, wo es irgendwo immer wieder mal schwierig ist. Und manchmal ist es so ein Kampf mit mir selber, manchmal fühlt es sich an, als wäre da etwas anderes am Werk und manchmal fühlt es sich so an, als wäre eigentlich alles rundum gegen uns. So geht es uns manchmal. Und das ist das, was die Bibel ein Stück weit meint, wenn sie von dem geistlichen Kampf redet. Es ist ein Kampf um deine und meine Seele. Jetzt schön und gut, der Kampf, oder? Aber wenn es einen Kampf gibt, dann ist ja die Frage, ja, gegen wer denn? Und im Verlauf der Kirchengeschichte sind vor allem 3 klassische Finden identifiziert worden, wo man in der Bibel findet, wo sie uns dazu aufruft, sie zu bekämpfen. Sie werden auch die 3 Finden von unserer Seele genannt und sie sind bekannt unter dem Trio die Welt, das Fleisch und der Teufel. Jetzt, das sind ein bisschen altmodische Begriffe und manchmal für uns auch ein bisschen behaftet mit gewissen Vorstellungen. Ich möchte jetzt mal ein bisschen auspacken. In der Bibel finden wir all die 3 Begriffe. Was man sie eigentlich nicht findet, ist genau in dieser Kombination, dass die alle 3 so zusammen genannt werden. Manchmal werden sie auch umschrieben, aber es gibt jetzt auch gerade eine Stelle, wo man alle 3 in einer Umschreibung entdecken. Das ist Epheser 2, Vers 1 bis 3. Dort heißt es: Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Das ist die Welt, die da angesprochen wird. Und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Das ist eine Umschreibung für den Teufel. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Und je nach Übersetzung kommt dann da drin eben das Wort Fleisch vor, oder ist das damit gemeint, das Fleisch? Mit dieser Umschreibung können wir vielleicht auch schon ein bisschen besser begreifen, was denn mit diesen 3 Finden von der Seele gemeint sind. Mit der Welt sind so ein bisschen die Maßstäbe von dieser Welt gemeint. Das sind die Werte und Systeme, die in dieser Welt herrschen, die Gott entgegengesetzt sind und wo in unserer Gesellschaft als normal angeschaut werden. Das kann zum Beispiel sein, dass ich im Lebensmittelpunkt stehe. Es ist die «mir gegen die» Mentalität. Es sind Systeme, wo Menschen ungerecht behandelt oder erniedrigt. Es ist zum Beispiel aber auch Loslösung von Sexualität und Liebe, so eine Entkoppelung.
Sachen, die nicht dem entsprechen, wie Gott das sich vorgestellt hat und wo heutzutage oft normal sind. Das Fleisch, da ist vorher beschrieben als verdrehte und falsch geleitete Begierden. Also es sind Leidenschaften oder auch Wünsche, die im Widerspruch stehen mit dem, was Gottes Geist in unserem Leben wachsen lassen will. Zum Beispiel die Früchte vom Geist. Es ist nicht per se mit Fleisch einfach unseren Körper gemeint, sondern vielmehr das, was wir manchmal begehren, was wir manchmal uns wünschen, wo uns aber eigentlich nicht gut tut und sogar von Gott wegbringt. Ein bisschen tricky in dem Ganzen ist, dass zum Beispiel beide Begriffe, jetzt Welt und auch Fleisch, nicht einfach in jedem Mal, wenn sie in der Bibel vorkommen, negativ gemeint sind. So heißt es zum Beispiel auch in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, und da ist mit Welt Gottes Schöpfung gemeint, und die hat Gott als gut bezeichnet und als einen Ort, wo er liebt. Das heisst, wir müssen manchmal auch ein bisschen nach Kontext unterscheiden. Wir werden in jedem Sonntag auf einen von diesen 3 Begriffen genauer eingehen und das noch ein bisschen genauer anschauen. Der dritte, der Teufel, ist derjenige, der über die Mächte der unsichtbaren Welt herrscht, wie es vorher beschrieben worden ist. Er ist der uns möchte abbringen zum Jesus nachfolgen, und er wird in der Bibel beschrieben als der ultimative Widersacher von Gott. Mit diesen 3 Finden von unserer Seele möchten wir uns in dieser Serie genauer beschäftigen. Wir fragen uns, was es heisst, der geistliche Kampf, der die Bibel davon redet, zu kämpfen. Wir werden sehen, wie die 3 Finden miteinander auch im Zusammenhang stehen. Und keine Angst für all die jetzt das schon sehr martialisch und kämpferisch und ein bisschen gar extrem finden. Ihr werdet sehen, dass die Bibel eine sehr schöne Art und Weise beschreibt, diesen Finden zu widerstehen. Und darum heisst die Serie auch Beautiful Resistance. Heute dreht es sich um den Teufel. Und das, was wir unter Teufel verstehen, das ist sehr oft geprägt von Bildern, von Vorstellungen, manchmal auch aus Filmen und so weiter, Mythen. Und die sind nicht immer hilfreich, weil sie nicht immer dementsprechend, wie die Bibel das beschreibt. Für einige Menschen ist der Teufel auch einfach ein abstraktes Konstrukt für das Böse in dieser Welt. Und dann wird es wahrscheinlich auch da drin Leute haben, denen fällt es vielleicht sogar auch schwer, zu glauben, dass es so etwas wie den Teufel gibt. Wie auch immer das vielleicht bei dir der Fall ist, ich versuche wie nochmal ein Bild zu zeichnen auf eine ganz kurze Art und Weise, weil wir uns nicht zu fest mit dem jetzt beschäftigen, was die Bibel uns da so ein bisschen darüber sagt. Das eine, was wir sehen, ist, für Jesus ist der Teufel eine Realität gewesen. Er hat mit ihm geredet, man hat ihn dort gesehen. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn uns vorstellen müssen als einen Körper mit Fleisch und Blut, sondern er wird in der Bibel beschrieben als ein Geistwesen, also nicht körperlich, wo das Böse verkörpert und wo, wie ich es vorher schon gesagt habe, der Widersacher von Gott ist, der sich gegen Gott stellt und möchte Menschen davon abbringen, zu ihm nachfolgen. Wenn wir im Neuen Testament das Wort lesen, Teufel, dann ist im Griechischen dahinter das Wort Diabolos. Und das bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Verleumder, Durcheinanderbringer, Verwirrer. Also der verleumdet, der Sachen durcheinander bringt, der versucht zu verwirren. Es gibt weitere Bezeichnungen wie Schlange, das Böse, der Fürst von dieser Welt. Und dann tut Jesus ihn aber auch als Vater der Lüge bezeichnen und sagt, dass es sein ureigenste Wesen ist, zu lügen und die Wahrheit zu vertrüllen. Zum Beispiel in Johannes 8,44, das heißt, er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es sein ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Und wenn du etwas vom heutigen Morgen mitnimmst über den Teufel, dann wäre das genau das.
dass sein ureigenste Wesen ist, dass er lügt, dass er die Wahrheit vertrüllt und dass das seine grösste Waffe ist, mit der er in dieser Welt operiert. Seine Strategie ist es, die Wahrheit zu vertrüllen und uns durch das Glauben an eine vertrüllte Wahrheit dazu zu bringen, uns von Gott abzuwenden. Und er macht das, indem er lügt darüber, wer Gott ist, wer wir sind, wer andere sind. Versucht, uns durcheinander zu bringen und zu verwirren. Durch das bringt er Zerstörung, Chaos und Tod in die Welt. Und nicht, indem er Menschen zwingt, etwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht tun wollen. Wir haben einen freien Willen. Oder indem wir aktiv für das Weltgeschehen kontrollieren, sondern ganz einfach, indem man Menschen dazu bringt, Unwahrheiten zu glauben darüber, wie die Realität ist, und der Rest ergibt sich automatisch von selber. Wir sehen das Prinzip schon ganz am Anfang der Bibel, beim ersten Auftreten, wo der Teufel als Schlange an Eva antritt und schon mal ganz die Wahrheit versucht, in Frage zu stellen mit: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem von diesen Bäumen im Paradies da essen dürft? Er stellt die Wahrheit einfach mal grundsätzlich in Frage und dann schiebt er eine Lüge hinein und sagt: Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also er stellt Gott an als jemand, der es nicht gut meint mit ihnen und verspricht gleichzeitig: Hey, ihr werdet selber sein wie Gott und selber können unterscheiden zwischen Gut und Böse. Er zwingt sie nicht, irgendetwas zu machen. Er streut einfach ein paar Lügen. Und er ist gut in dem und oft tönen die sehr verlockend und sehr oft kommen die in einer Art und Weise daher, dass wir das Gefühl haben oder dass es so wirkt, als würde er es gut meinen mit uns. Die grösste Lüge überhaupt, die der Teufel erzählt, ist die, dass es ihn gar nicht gibt. Oder dass man meint, alles Böse hätte er persönlich bewirkt und sei verantwortlich dafür. Und vergessen, dass er einfach der ist, der die Idee gegeben hat dazu. Wenn wir jetzt das also so anschauen und auf den geistlichen Kampf beziehen, dann sehen wir, der geistliche Kampf mit dem Teufel, der ist in erster Linie ein Kampf um, was ist denn effektiv wahr. Es geht darum, zu diesen Lügen nicht auf den Leim zu gehen, sondern zu erkennen, was denn schlussendlich wirklich Wahrheit ist, was Gottes Wahrheit ist. Und Jesus sagt im Johannes 8,32: Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Spannend ist, in der Politik ist das etwas, wo man sich zum Beispiel schon lange bewusst ist, dass wer die Wahrheit kontrolliert, der kontrolliert Menschen. Stichwort auch Fake News und so weiter. Und es wird enorm hart darum gekämpft von verschiedenen Parteien oder Akteuren, um zu definieren, was denn die Wahrheit ist und versuchen, die Leute dazu zu bringen, das zu glauben, was sie als Wahrheit anschauen. Und längst redet man davon, dass man weltweit ein Informationskrieg herrscht, wo verschiedene Seiten versuchen, die Wahrheit so darzustellen, wie sie es sehen. Der Johannes Hartl, das Zitat von ihm, er sagt: Lügen gibt es in jedem Zeitalter zuhauf. Sie alle basieren auf der alten Lüge aus dem Garten Eden, dass die menschliche Autonomie nur losgelöst von Gott zu finden sei. Doch das exakte Gegenteil ist der Fall. Nur in seiner Gegenwart ist Frieden. Ein Friede aber, den es zu verteidigen und um den es zu ringen gilt. Es ist die Wahrheit und immer wieder nur die Wahrheit, die frei macht. Wahrheit ist ein großer Begriff. Was ist denn Wahrheit? Vielleicht eine einfache, möglichst simple Definition von Wahrheit: das, was wirklich Realität ist. Das, was echt ist. Und vielleicht merken wir, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, es ist schon noch entscheidend, ob das, was wir über Gott, über uns selber, über das Leben glauben, wirklich wahr ist. Ob es wirklich der Realität entspricht oder nicht. Weil das, was wir glauben, das beeinflusst unser Denken, unser Handeln und es hat das Potenzial, unser Leben aufzubauen oder
zu zerstören. Ich versuche es an einem sehr klassischen Beispiel, wo viele von euch kennen, die Geschichte von Romeo und Julia. Die Julia trinkt das Gift und es sieht so aus, als wäre sie tot. Der Romeo glaubt dieser Nachricht, dass Julia gestorben ist und ist so verzweifelt, dass er selber sich umbringt, obwohl sie nicht tot ist. Die Julia wacht wieder auf, kommt mit über, dass der Romeo tot ist, bringt sich selber auch um und die grosse Tragödie ist passiert. Alles, weil das, was sie glaubt haben, in dem Moment nicht der Wahrheit entsprochen hat, nicht die Realität war. Das ist jetzt ein extremes Beispiel oder, aus dem Ding, aber vielleicht ein harmloseres Beispiel, wo du vielleicht so auch schon erlebt hast. Jemand berichtet dir von einer Aussage, die eine andere Person über dich anscheinend gemacht hat. Und das Verhältnis zu dieser Person wird schlechter. Und wenn du nicht ansprichst, lebst du vielleicht im Glauben, dass die Person das wirklich gesagt hat und vielleicht hat die Person das gar nicht gesagt. Vielleicht hat sie es ganz anders gemeint. Aber es hat einen Einfluss auf euer Verhältnis, auf die Art und Weise von eurer Beziehung. Das, was wir als wahr anschauen, bestimmt, wie wir denken und schlussendlich bestimmt, wie wir handeln und wie wir die Welt sehen. Und wenn das, was wir glauben, über die Welt, über uns selber, über Gott nicht der Wahrheit entspricht, dann kann das in einer Enttäuschung enden, das kann gefährlich sein, das kann Leid oder gar Tod hervorrufen. Und jeder von uns hat irgendwo in seinem Leben so Glaubenssätze, Sachen, wo wir über die Realität und über uns selber glauben. Und vielleicht kannst du dich mal fragen, hey, ja, was ist eigentlich, wenn sich dort Lügen eingenistet haben? Wenn sich dort Unwahrheiten eingenistet haben, wo ich eigentlich die ganze Zeit glaube, wo vielleicht gar nicht so sind. Es gibt 3 Bereiche, wo der Teufel gern darüber lügt. Das ist über Gott, wie er ist, was er möchte. Ob Gott ein guter Gott ist oder nicht. Dass Gott sich vielleicht nicht für dich interessiert oder für deine Probleme. Dass er es nicht gut meine mit dir. Das können zum Beispiel so Lügen sein. Es sind Lügen über dich, so, dann sagt denen auch Identitätslügen. Hättest du doch das oder das, dann wäre ich glücklicher. Das kann eine Beziehung sein, das kann ein anderer Job sein, das kann mehr Geld sein oder irgendein Gegenstand oder etwas. Oder die Lüge, hey, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es sicher richtig. Oder ich muss schön sein, damit mich die Menschen gern haben. Oder die Lüge, dass du ein Versager bist, dass du das nicht kannst. Aber es kann auch eben andersrum sein und sagen, hey, da steht dir etwas zu. Und wenn dir das nicht gegeben wird, dann nehme ich es mir. All das könnten so Lügen sein. Oder dann über andere. Die Person hat das sicher gemacht, um dich zu verletzen. Findet dich blöd, hässlich, uninteressant. Oder im Grösseren hinein. Personengruppe XY, die sind einfach so. Oder die sind sogar der Find und der muss bekämpft werden, wie man das oft auch in der Politik hört. Denen kannst du nicht vertrauen. Dafür kannst du denen blind vertrauen. All das. Erkennst du das Potenzial, das es hat, wenn es dem Teufel gelingt, so Unwahrheiten uns glauben zu lassen, die uns subtil und langsam vielleicht auch immer mehr von Gottes Wahrheit ablenken. Der John Mark Comer hat gut gesagt, wir sündigen nicht, weil wir das cool finden. Wir sündigen, weil wir an einer Lüge darüber glauben, was uns schlussendlich glücklich macht. Und der Ignatius von Loyola, der hat Sünde anscheinend folgendermaßen definiert: die Weigerung zu glauben, dass Gott mein tiefstes Glück will. Und es ist so tief, weil so viel kommt genau aus dem raus, dass wir nirgends anders irgendwo das Glück suchen, nirgends das Gefühl haben, das ist jetzt wichtiger, das ist jetzt besser. Und so schleicht sich Egoismus und so weiter, all diese Sachen in unser Leben hinein. Wie können wir jetzt also diesen Lügen widerstehen? Wie können wir kämpfen gegenüber dem Teufel? Das klingt alles so martialisch, gell? Ein gutes Beispiel
hat uns Jesus gegeben, wo er in der Wüste war und wo wir eben lesen, dass dort er vom Teufel versucht worden ist. Und dort sehen wir, wie 3-mal der Teufel an ihn herantritt und ihn versucht dazu zu bringen, so einer Lüge zu glauben. Und wir schauen das gerade im Video an. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab, und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Drei Lügen, 3 Unwahrheiten, 3 so Versuchungen. Es ist Versorgung, Besitz, Macht, aber auch Göttlichkeit, Ansehen. Und 3-mal kontert Jesus, indem er bettend und fahnenschwingend den Teufel wegweist. Nein, 3-mal heisst es heisst in der Schrift. Jesus kontert die Lüge, indem er ihr Gotteswort entgegenhebt und entkräftigt sie und entlarvt sie auf diese Art und Weise. Egal wie verlockend, wie logisch oder vernünftig das vielleicht erschienen hat, was der Teufel ihm präsentiert hat, er hat es durchschaut, weil er gewusst hat, was wirklich wahr ist und was die Wahrheit ist, wo er in Gottes Wort gefunden hat. Und das ist vielleicht so der erste Punkt oder der erste Punkt in dem Kämpfen gegenüber den Lügen, gegenüber dem Teufel. Wir brauchen die Wahrheit aus der Bibel. Wir müssen die Bibel kennen, um zu wissen, was uns Gott in ihr sagt. In der Bibel zeigt sich uns Gott oder zeigt er uns die Wahrheit über wer er ist. Er offenbart sich und er sagt die Wahrheit darüber, wie es aussieht mit dieser Welt. Wenn wir diese Wahrheit nicht kennen, dann ist es schwierig, zwischen Wahr und Unwahr zu unterscheiden. Jesus hat die Wahrheit gekannt und es war nicht so einfach, um ihn zu täuschen. Und ich weiss jetzt, in der Praxis ist das nicht so einfach. Weil wir wissen ja, dass man auch darüber streiten kann, wie dann jetzt ein gewisser Bibelvers muss ausgelegt werden muss. Und dass es auch nicht einfach zu jeder Situation irgendeinen Bibelvers gibt, wo man einfach nehmen und irgendwo zitieren kann, wo einem dann sagt, was jetzt da genau die Wahrheit ist. Die Bibel macht nicht zu jeder Situation eine eindeutige Aussage. Aber die Bibel sagt nochmal etwas anderes über die Wahrheit. In Johannes 14 heißt es: Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen.
Was die Bibel uns eben auch noch sagt, ist, dass Wahrheit eine Person ist. Und zwar Jesus. In der Bibel finden wir die Wahrheit über Gott und die Welt. Und sie stellt uns als absolute Wahrheit Jesus vor. Sie verweist auf ihn als endgültige Wahrheit. Das heisst, bei Jesus finden wir die absolute Wahrheit über Gott, uns selber, über das Leben, auch über das, was uns schlussendlich glücklich macht. In Jesus wird die Wahrheit personifiziert. Sie ist ein Stück weit auch Beziehungsgeschehen. Jetzt, das kann dann theoretisch, kann man das irgendwo interpretieren, wie man will. Und da kommt beides zusammen. Die Wahrheit aus der Bibel, die uns Gott vorstellt und wo auf Jesus verweist, und die Beziehung, die wir zu Jesus haben. Wenn Wahrheit für uns nur einfach ist, wir zitieren irgendwelche Bibelverse, dann fehlt uns die tiefe Erfahrung von der Liebe aus dieser Beziehung mit Jesus. Dann fehlt uns die tiefe innere Erfahrung, wer der Gott ist und wie das er ist und was es heisst, das, was er in der Bibel sagt, die Wahrheit richtig anzuwenden und zu sehen. Und das macht einen grossen Unterschied. Und ich merke gerade, ich möchte das an einem Beispiel noch ein bisschen zeigen. Und es ist ein bisschen gewagt. Ich habe mir es gut überlegt, ob ich es machen oder nicht. Aber ich glaube, ich mache es einfach und sonst schreiben wir ein Mail, wenn er nachher. Genau. Die Welt heute ist so polarisiert und es werden so schnell Bilder gezeichnet. Gerade wenn man es politisch anschaut, dann gibt es da zum einen das Feindbild von der woke-wahnsinnigen Linken, das Feindbild von der bösen, hassschürenden Rechten. Und gerade nach dem schlimmen Attentat auf den Charlie Kirk hat sich schnell gezeigt, wie unterschiedlich plötzlich sein Tod und sein Wirken angefangen zu deuten hat und wie es ausgeschlachtet worden ist und instrumentalisiert ist von verschiedensten Seiten. Die einen haben in ihm einen christlichen Märtyrer gesehen, weil er die Bibel zitiert hat, weil er oft für seinen Glauben eingestanden ist. Andere haben darauf hingewiesen, dass er ein politischer Akteur war, der Waffen und auch rassistische Haltungen verteidigt hat. Du findest für beides Beleg. Du kannst beides anschauen und beides ist vehement und in einer Absolution teilweise vertreten. Und Spannende ist noch, gerade dort merkt man, wie schnell dass wir Lügen auf den Leim gehen, weil ich habe schnell gemerkt, dass je nachdem, in welcher Filterbubble du bist, wie dein Algorithmus auf Social Media und so weiter funktioniert, man vor allem einfach eine Seite mitbekommen hat. Und dadurch auch schnell versucht war, einfach das als die Wahrheit anzuschauen. Und wie schnell es dann gegangen ist, dass man kaum mehr das Verständnis hat für andere, die das andere wahrgenommen haben, die in einer anderen Filterbubble vielleicht waren und sich vielleicht sogar angegriffen gefühlt hat von ihnen. Und ich habe mich dann gefragt, oder auch gerade in der Vorbereitung zu diesem Thema, haben wir gemerkt, wie wäre es denn, wenn wir uns nicht einfach nur fragen, was ist jetzt biblisch, sondern auch fragen, wie würde Jesus in dieser Situation argumentieren? Würde er gleich wie wir einteilen in Gut und Böse? Würde er gleich vehement eine Seite verteidigen? Wäre er auf die gleiche Art und Weise zum Glauben gestanden, wie das der Charlie Kirk gemacht hat, oder hätte andere Positionen vertreten? Und wenn das zusammenkommt, das, was wir in der Bibel sehen, als eine Wahrheit, aber aus der Beziehung heraus, wo wir uns fragen, würde Jesus gleich? Selbst wenn es Wahrheit ist, würde Jesus gleich vertreten? Ich glaube, dann können wir schlussendlich der Wahrheit auf eine gute Art und Weise näher. Und vielleicht auch uns selber, uns einander. Wir wären vielleicht auch in der Lage, auch mehr Grautöne zuzulassen und nicht so in diesen extremen Polarisierungen irgendwo hin und her zu gehen.
Ich möchte zum Schluss kommen. Das Wort Gottes, die Bibel, in einer engen Beziehung zu der Wahrheit, zu Jesus, wo in der Bibel als personifizierte Wahrheit dargestellt wird, das sind unsere geistlichen Waffen, wo die Bibel davon redet. Oder mindestens 2 davon. Wir schauen in anderen Sündigen noch andere an. So einfach und basic das tönt für Leute, die vielleicht schon lange Christ sind. Aber es sind Sachen, die nicht einfach optional oder nice to have sind, sondern es sind Sachen, die zu unserer täglichen Ausrüstung gehört. Weil wie bei jeder Waffe muss der Umgang damit geübt sein. Ist es nicht einfach so, dass wenn irgendwo mal eine Situation kommt, dass man das einfach vornehmen kann und dann irgendwie richtig anwenden kann, sondern es muss geübt sein. Und da landen wir wieder bei einem Thema, das uns schon seit langer Zeit beschäftigt, nämlich bei geistlichen Gewohnheiten. Geistliche Gewohnheiten sind das tägliche Training, die tägliche Übung, um dem Teufel etwas entgegenzusetzen. Um bereit zu sein, die Lügen zu entlarven, wenn sie an uns herangetragen werden. Bibel lesen ist eine geistliche Gewohnheit. Genauso wie die Beziehungspflege, wie wir es jetzt zum Beispiel hatten in der letzten Serie, Stille und Einsamkeit, wo uns stärkt in unserer Nähe, unserer Beziehung zu Gott, wo uns stärkt darin, einfach vor Gott zu kommen und uns lieben zu lassen. Und meine Ermutigung darum ist heute relativ einfach. Widerstehen wir ein bisschen dem Reiz aus uns selber heraus, den Teufel und seine Lügen versuchen zu durchschauen. Er ist zu schlau in diesen Sachen. Aber üben wir uns drin, Gottes Wort zu kennen, zu wissen, was er sagt und eng mit dem Jesus verbunden zu bleiben. Dann werden wir in der Lage sein, Lügen als Lügen zu erkennen und immer näher an die Wahrheit heranzukommen. Und vielleicht auch, wenn du merkst, hey, mir ist das überhaupt gar nicht bewusst gewesen, dass es so einen Kampf gibt, dann ist es vielleicht auch eine Gelegenheit heute, zu dem Gott zu kommen und zu sagen, hey, hilf mir im Umgang mit dieser Thematik. Hilf mir in dem Kampf zwischen dem, was wahr und nicht wahr ist. Ich merke, wenn ich da hin und her gezogen bin. Und dort ein weiterer Aspekt ist, wir brauchen manchmal Gemeinschaft. Wir brauchen manchmal den Austausch mit anderen, um darüber diskutieren, wie sie das sehen, wahrnehmen, was sind andere Wahrnehmungen. Das hilft genauso. Ich möchte beten zum Schluss und ich bitte euch zum Aufstehen dazu. Vater im Himmel, ich danke dir für, dass der geistliche Kampf, den wir kämpfen, ein Kampf ist, den wir nicht mit den Waffen der Welt führen, die versuchen zu dominieren, die versuchen, andere klein zu machen, die versuchen, andere zu zerstören, sondern dass unsere Waffe ist, dass wir die Wahrheit suchen bei dir. Durch die Bibel, in der Beziehung zu dir. Und das ist manchmal noch schwierig genug. Aber ich bete, Vater im Himmel, dass wir uns üben drin, deine Wahrheit zu kennen. Dass wir fragend sein, nicht einfach das Gefühl haben, wir wissen es, sondern immer wieder eintauchen, immer wieder in der Beziehung mit dir. Uns annähern und die Wahrheit kennenzulernen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du auch uns helfen kannst, aufzuzeigen, dass wir vielleicht selber in Gefahr stehen, Lügen zu glauben in unserem Leben. Geh du durch die Reihen, jetzt auch in dieser Zeit. Heb uns Sachen aufs Herz. Leg du den Finger drauf. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in eine Worship-Zeit rein. In dieser Zeit haben wir auch ein Gebetsteam, das mega gerne für euch da ist. Wenn ihr merkt, hey, da gibt es etwas, wo ihr im Gebet mit jemandem zusammen möchtet,
darüber beten. Das muss nichts mit dem Thema zu tun haben. Das kann auch um Gesundheit, um Entscheidungen oder sonst etwas gehen. Sie sind herzlich eingeladen, um dort vorbeigehen. Wir haben auch da hinten ein Tischchen, wo man das Abendmahl für sich nehmen kann und herzlich eingeladen sind, um das zu machen. Auch das ist so ein Moment, wo wir in die Gegenwart Gottes kommen, wo wir uns ihm nähern und mit ihm uns verbinden. Unser Blick ruht erwartungsvoll auf dir, Herr, wir warten auf dein Wirken unter uns. Entfach es Feuer, zünd du an, was nur noch glimmt, offenbar du uns, was im Verborgenen liegt. Denn auf deinem Namen gründet Hoffnung für die Zeit. Starker Retter, du hast die Welt nicht aufgegeben. Es ist deine Liebe, die zurück an dein Herz zieht, erweckt du uns neu. Unser Blick ruht erwartungsvoll auf dir, Herr, wir warten auf dein Wirken unter uns. Entfaches Feuer, zünd du an, was nur noch glimmt, offenbar du uns, was im Verborgenen liegt. Denn auf deinem Namen gründet Hoffnung für die Zeit. Starker Retter, du hast die Welt nicht aufgegeben. Es ist deine Liebe, die zurück an dein Herz zieht, erweckt du uns neu. Wind vom Himmel, weh du lässt Wolken weichen, Licht bricht ins Dunkle, uns deine Wunden, und alles wird neu. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen, Wellen von der Gnade über unserem Land. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen, Wellen von der Gnade über unserem Land. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen, Wellen von der Gnade über unserem Land. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen, Wellen von der Gnade über unserem Land.
Wirken unter uns. So passend zu dieser Predigt finde ich die Bridge, dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen. Ich glaube, dass, wenn das passiert, wenn wir das zulassen, wenn wir uns das wünschen, dann glaube ich daran, dass Gott uns wird helfen, die Unterscheidungen können machen von diesen zwei Wahrheiten, die wir manchmal sehen. Und komm, wir singen das nochmal, und dann ganz in dem Bewusstsein. Das Reich soll kommen, es soll eintreten, es soll grösser werden, es soll unser Land einnehmen. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen, Wellen von der Gnade über unserem Land. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen, Wellen von der Gnade über unserem Land. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen, Wellen von der Gnade über unserem Land. Dein Reich soll kommen, dein Wille geschehen, Wellen von der Gnade über unserem Land. Dein Geist zieht ein, belangt und trägt, Mustern verdient, ach die Freiheit kommt. Uns Herz aus Stein, Erdung wird weit, erweckt die Gnade alles herbei. Starker Retter, du hast die Welt nicht aufgegeben. Es ist deine Liebe, was ruft an dein Herz hier, erweckt du uns neu. Wind vom Himmel, wie du lässt Wochen weichen. Licht bricht ins Dunkle, wo ist deine Wunder, und alles wird neu. Unser Blick ruht erwartungsvoll auf dir, Herr, wir warten auf dein Wirken unter uns. Da ist mein Herz, es gehört nur dir. Mit offenen Händen stehe ich vor dir. Lass alles los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund. Du bist und bleibst mein Zufluchtsort. Und was auch immer noch wird geschehen, ich wähle deine Gegenwart. Deine Liebe bleibt bestehen. Und da ist mein Herz, es gehört nur dir. Und mit offenen Händen stehe ich vor dir. Ich lass alles los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich. Oh, in dir
stehe ich auf festem Grund. Du bist und bleibst mir Zuflucht so. Und was auch immer noch wird geschehen, ich wähle deine Gegenwart. Deine Liebe bleibt bestehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du allein, du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund. Du bist und bleibst mir Zuflucht so. Und was auch immer noch wird geschehen, ich wähle deine Gegenwart. Deine Liebe bleibt bestehen. In meinem Chaos, in allen Fragen, schaue ich auf zu dir. Denn tief im Herzen will ich verstehen, wie du mich treu umgibst. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Yeah. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Himmlische Segen für meine Seele, komm überfluten mich. Von deiner Treue lass ich mich tragen, ja ich vertrau auf dich. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du lässt mich niemals los, sollte ich auch fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Jesus, du bist so, so gut.
niemals los. Sollte ich fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir, du lässt mich niemals los. Sollte ich fallen und meinen Halt verlieren, bist du doch nah bei mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Du bist so, so gut, du bist so, so gut zu mir. Wie jeden Sonntag kommen wir auch jetzt wieder zu einer Zeit von der freiwilligen Kollekte. Ich weiss, es ist immer so ein bisschen ein Stilbruch, aber ihr werdet das können verkraften. Es werden jetzt Becher durch die Reihe gehen. Ihr dürft gerne auch den QR-Code hinter mir benutzen zum Spenden. Es ist, wie gesagt, eine freiwillige Kollekte. Und das meinen wir wirklich so. Es ist wirklich freiwillig. Also gerade auch, wenn ihr unsere Gäste sind, dürft ihr sehr, sehr gerne den Becher einfach weitergeben, einfach durchgeben. Wenn ihr aber merkt, mal, ich kann und will gern mit grosszügigem und freudigem Herz geben, dann sind wir natürlich dankbar für all das, was ihr spendet, für das, was wir hier haben, für die Räume, für die Pastoren, die hier angestellt sind, einfach für die ganze Kirche, wo wir sind. Das funktioniert nur, weil ganz, ganz viel von uns einen Teil von ihrem Einkommen regelmäßig dazu beitragen. Und so können wir eine finanziell gesunde und auch eine unabhängige Kirche bleiben. Darum danke vielmals für all das, was ihr da gebt und dass ihr damit mithelft, dass die Kirche so kann existieren, wie sie ist. Während die Becher noch weiter durch die Reihe gehen, seht ihr hinter mir schon die nächsten Anlässe eingeblendet. Ihr seht, es läuft so einiges bei uns in der GVC. Wir werden nicht auf alle Anlässe einzeln eingehen können. Ihr findet aber all die Anlässe auch auf der Agenda, auf unserer Webseite oder auch in unserer App. Also es empfiehlt sich sehr, die App, wenn ihr die noch nicht kennt, mal abzuladen, die GVC Zürich-Oberland App. Dort findet ihr all unsere Anlässe auch. Etwas möchte ich speziell noch hervorheben, und zwar ist am nächsten Mittwochabend Church Night. Church Night ist immer das Gefäß, wo Pastorinnen und Pastoren von uns Informationen weitergeben, die vielleicht an einem normalen Sonntagmorgen nicht mehr Platz haben. Und wenn ihr euch als Teil von der GVC fühlt, dann sind ihr herzlich eingeladen. Kommt dort an die Church Night. Ihr werdet dort eben zusätzliche Informationen bekommen und gleichzeitig aber auch werden wir uns immer, wie immer dort auch Zeit nehmen, um zusammen miteinander zu beten. Wenn ihr Fragen habt zu unserer Kirche, Fragen habt zu unseren nächsten Veranstaltungen oder wenn ihr heute das erste Mal da seid und euch noch so einen Welcome-Bag mit einem Gutschein für ein Getränk abholen wollt, dann dürft ihr das sehr gerne nachher da außen beim Next Step Desk machen. Also wenn ihr von mir aus gesehen da den rechten Ausgang nehmt, dort hat es einen Next Step Desk und dort wird dann jemand stehen, der eure Fragen kann beantworten kann, der euch gerne eben so einen Welcome-Bag abgibt, wenn ihr heute das erste Mal da seid, der gerne mit euch ins Gespräch kommt, über Veranstaltungen oder über eure nächsten Schritte, die vielleicht für euch dran sind. Dann gibt es bei uns immer auch noch einen feinen Mittag nach dem Gottesdienst. Und heute ist es sehr herbstlich, passend zur Jahreszeit gibt es heute Kürbisrisotto oder es gibt auch Pilzrisotto oder es gibt Naturrisotto. Joghurt, weiß nicht, aber natürlich Risotto gibt es. Den Kürbisrisotto kann man mit oder ohne Landjäger haben. Also ihr seht, es gibt viel Auswahl und es gibt etwas Feines. Ich freue mich sehr darauf. Wir werden noch ein bisschen da bleiben. Ihr seid auch herzlich eingeladen, um noch ein bisschen da bleiben, vielleicht auch mit Leuten ins Gespräch kommen und da einen feinen Mittag essen. Gut, dann steht doch bitte nochmal alle zusammen das letzte Mal auf. Ich möchte euch noch segnen. Bevor ich euch segnen möchte ich euch noch sagen, nächsten Sonntag, gleiche Zeit, gleichen Ort, geht es weiter in dieser Serie. Herzlich willkommen, um wieder da zu sein und auch nächsten Sonntag zusammen Gottesdienst hier zu feiern. Ich segne euch damit, dass es euch gelingen darf, den Kampf auf einen Jesus-Art zu führen. Und die Jesus-Art ist immer ganz anders als das, was wir uns vorstellen. Und ich sage euch damit, dass ihr könnt mit der Wahrheit, die zu finden ist im Wort von Gott und mit der Wahrheit, die zu finden ist in dieser Beziehung zu Jesus Christus,
dass wir mit der können den Kampf führen und nicht mit unseren menschlichen Mitteln, die irgendwo immer Richtung Macht und Einfluss und Prestige und Geld und diese Sachen geht, sondern eben mit diesen Mitteln, wie sie Jesus auch gewählt hat und wie sie Jesus auch heute wählen wird. Dass das euch gelingen darf, gerade in dieser Woche, mit dem möchte ich euch segnen. Und wir wollen auch beten für alle anderen Kirchen, die sich auf der ganzen Welt an diesem Wochenende versammeln und Gottesdienst feiern. Und wir wollen dich bitten, Gott, dass du ihnen genauso wie uns hilfst, den Kampf zu führen, dem Bösen zu widerstehen. Dass du ihnen genauso wie uns hilfst, nicht in die Polarisierung zu verfallen, sondern wirklich den Jesusweg in dem hinein zu suchen und uns dann auch ausschrecken. Was würdest denn du, Jesus, denken und sagen zu gewissen Situationen? Für das bitten wir dich und wir danken dir, dass wir da zusammenkommen in einem Land, wo das einfach möglich ist und wo wir uns so treffen und dir, Jesus, nachfolgen, ohne dass das unser Leben extrem viel schwieriger wird machen. Für das wollen wir dir danken, sagen Jesus. Amen. Und jetzt wünsche ich euch allen zusammen einen guten und einen schönen Sonntag. Tschüss zusammen.